Zurück bei Pokémon Weiß 2 geht's hier weiter im Turm des Himmels, Freunde. Alles klar, betreten wir ihn also, den sagenumwogenen und natürlich auch herrlich hohen Turm. Turm des Himmels. Im Frühling, wie es aussieht, wa? Ganz oben auf der Turmspitze ist eine große Glocke. Es heißt, die ruhenden Seelen frohlockten, wenn man sie erklingen lasse. Ich weiß, ich habe es gerade ein bisschen seltsam gesprochen, Freunde, wollen wir was ausprobieren, das war gerade ein bisschen crazy. Egal. Professor, wie sieht's aus? Professor Esche, hallo? Und wie, hallo? Und wie lief's bei Geraldine? Ach, du hast ihn auch noch gar nicht. Dann steht noch etwas Feldforschung auf deinem Programm, bis der Flieger abhebt. Ach ja, das kann dir dabei helfen. Das Glücksei, ich werde bekloppt. Freunde, das Glücksei, das Glücksei ist sowas wie das Nonplusultra. Vor allem jetzt hinblicklich Vulkano und so, weil das Glücksei, das gibt unseren Pokémon zusätzliche spezielle Erfahrungspunkte im Kampf. Cool, oder? Geil, Mann. Wenn du dieses Glücksei in Pokémon gibst, bekommt es etwas mehr Erfahrungspunkte im Kämpfen. Genau. Je stärker deine Pokémon sind, desto leichter wird es dir fallen, deine Pokémon mit Daten zu füllen. Cool, wer bist du hier drüben? Dies ist der Turm des Himmels, wo die Seelen der Verstorbenen ihre ewige Ruhe finden. Ach du Scheiße, was denn du für ein Dialekt? Na egal. Ist nicht mein Problem, dann gehe ich ihm wieder. Das Glücksei, wo bist du denn? Ah, hier unten bist du. Eingetragenes Item, das mit Glück gefüllt ist und für zusätzliche E-Punkte im Kampf sorgt. E-Punkte. So, geht ganz schnell. Pyron, was hast du überhaupt? Holzkohle. Weg damit. Brauchst momentan nicht, Kumpel. Momentan nicht. Das kommt später wieder. Gut. So, jetzt. Also dann, Leute, hoch hinaus. Hier gibt es übrigens einige coole Pokémon zu fangen, wie unter anderem auch eine Alternative zu unserem Vulcano, aber dazu dann später mehr, weil, wenn ich das Pokémon fange, dann noch nicht hier. Ich fühle, wie mich irgendeine unbeschreibliche Energie durchdrängt. Ja, Alter, da bekommst du dir Wahnvorstellungen, wenn du so... Stell dir vor, du bist so einen Meter hohen Turm und so, plötzlich überall von allen Ecken so crazy Typen und so Psychos und so. Ja, ich werde deine Eingeweiden fressen, ich werde deine Seele verschlingen. Ja. Somnivora. Sogar meine Nase, toll. Eine Vorwarnung, wovon überhaupt, von der Rückkehr. Ja, dann verschoben wir doch damit so bis... Wir sind alles bissig heute. Ich überlege gerade, wo gibt es überhaupt einen Spukpalast TM? Weiß ich gar nicht mehr. Wo gab es denn den überhaupt? Den bräuchte ich hier dringend. Okay, ich sehe schon Somnivora, ein bisschen schwieriger Gegner für Psyana. Ohne Spukball, deswegen kurzer Wechsel zu Pyron. Ich will mal gucken, was bei ihm dieses Glücksei verursacht. Glücksei, also wenn es dir viel einbringt, Pyron, könnte man einen Gewinn im Lotto gebrauchen. Also nur mal so, Überlegst du, Kumpel. Alles klar, Funkenflug. Ach du Scheiße. Ein Igler. Mann, da bringt ja nur was für Verteidigung. Trotzdem, Funkenflug ist Spezialverteidigung, oder? Ganz klar, aber trotzdem sich so wenig ab. Alter Schwede, hat denn das Teil für eine Spezialverteidigung. Und Pyron pennt eine Runde. Ja gut, kurz nach Mitternacht. Jetzt bei der Aufnahme so, kann ich schon verstehen, aber Pyron, wir können morgen ausschlagen, ist Samstag. Bitte, Kumpel, lass mich nicht hängen. Lass mich nicht hängen, Entschuldigung. Ja, ich weiß, ich habe vorhin erwähnt, so von wegen neues Pokémon fangen, Alternativ für dich und so. Bitte, Kumpel, war nicht so gemeint. Mach wieder auf. Also Somnivora macht ja auch nichts, oder? Ein Igler, Hypnose. Ich penne auch die ganze Zeit. Ja, man sieht's. Ich finde sowieso, Somnivora sieht so verrückt aus. Was soll es überhaupt darstellen? Ganz ehrlich. Es sieht irgendwie aus wie eine zu groß geratene Knubbelnase. Dass natürlich noch so eine Rauchfahne rauskommt. Wieso? Keine Ahnung. Fragt die Entwickler. Der greift doch an. Alter Schwede. Nein, ich hatte ihn fast. Pyron. Guter Kumpel, es tut mir leid. Ich wollte das nicht. Was ist denn mit Büßen? Hawkeye. So, Hawkeye. Was denkst du? Aeroas, Schlitzer, Steinhagel, ich bin für alles offen. Er geht auf Nummer sicher mit 100%iger Trefferquote.
das ist ein Soundtipp? Klingt es wie der Vieh wie unter Wasser. Gut, der macht keinen Mucks mehr, wie es aussieht, wa? Scheiße, wieder. Da geht natürlich nicht durch da. Nein! Ich wollte das Item holen. Und da haben wir es, Leute. Ein Lichtel. Ja, ein Lichtlein steht im... Was steht im Walde? Quatsch. Das ist ebenso ein Vieh als Alternative für Vulcano, aber darauf kommen wir später zurück. Weil wie bereits erwähnt, wenn ich es überhaupt ins Team aufnehme, werde ich sowieso nicht hier fangen, sondern erst an einem anderen Ort, was sowieso auch schon bald kommt, von daher her kein Problem und ist natürlich auch schnell erledigt. Also deswegen aktiviere ich jetzt hier mal einen Schutz, dann geht es noch ein bisschen schneller. Der Schutz, wo war denn der? Ah, hier. 6 Stück habe ich noch, okay, 5, ja, schon gut. Und die nächste Herausforderung. Ich bin überzeugt davon, dass mich Lichtels Licht zum Sieg führen wird. Lichtels Licht. Ja. Schulkind Mimi. Mimi? Ah, die aus Digimon. Alles klar. Psyana, du. Alter, hey, Digimon. Die erste Staffel habe ich gesucht wie nichts, ey. Und nochmal so eine Randbemerkung. Wobei ich sagen muss, von der dritten Staffel mit den Karten und so fand ich auch cool. Das hat ja auch was für sich. Ja, die Niederlage betrübt mich doch sehr. Ich fühle mich so richtig schlapp. Dann geh schlafen. Sowieso nach Mitternacht sollst schon längst schlafen, Kleines. Das ist wirklich, die Eltern hier lassen ihre Kinder natürlich bis früh morgens, bis ins spät in die Nacht alles mögliche aufbleiben. Und dann natürlich soll es noch gute Not bringen in der Schule. Natürlich, alles klar. Mit links, was machst du? Ey, das ist Rocco. Rocco aus Mamora City, die gleichen Augen. Wenn zwei Tränen aufeinandertreffen, ist es nur normal, dass sie kämpfen. Aber eine andere Stimme. Und jetzt was kommt? Eine Herausforderung von Pokémon-Fan Ioan. Was? Ioannis. Was ist das für ein Name? Ioannis. Wow. Ein Pipi. Oh, ja, mach Pipi. Hallo, ich muss Pipi. Ja, womit denn? Du hast ja gar nichts. Er hat da unten gar nichts, er geht gar nichts. Ein Komprimator. Ja, das geht natürlich. Fluchtwert steigen, jetzt bist du weg hier. Nein! das. Muss ich Hocker wieder bringen oder was? Weil der ja mit Aira sowieso immer trifft. Komm schon. Das gibt's ja nicht. Kosmikkraft. Oh. Na toll, ich treffe nicht mehr. Wenn ich ihn treffe, dann hat er irgendwie eine zu hohe Verteidigung und alles. Nein, das darf nicht. Alter. Oh. Bitte nicht. Ich will das nicht. Ich will nicht. Alter, ich treffe nicht mehr. Psyana, verarsch mich nicht. Bitte. Er hat nur zweimal. Er hat die Scheißattacke nur zweimal eingesetzt. Alter. Gerade voran, was ist denn das für eine Attacke? Okay, eine Offensive. Jetzt auch neu. Alter, ich krieg hier noch die Rad... das gibt's ja wohl nicht, hey. Ich kriege noch ein Rad ab, würde ich eigentlich sagen, aber dann dachte ich mir, nö, ich weiß sowieso nicht, was gemeint ist. Rückkehr. Na, endlich! Ja, das war ja auch klar. Okay, Psyana, heute ist nicht dein Tag, wie es aussieht. Nee. Schnauze. Was denn jetzt? Immer der Fähigkeit nur drücken. Natürlich. Wieso auch nicht? Oh mein Gottchen, hey. So, Hawkeye. Whee. Ein Hypergetränk. Oh. Oh, come on. Jetzt reicht's mir aber endgültig. Angriff, Genauigkeit. Du kannst so oft einsetzen, wie du willst, Psyana, es bringt dir nichts. Es bringt dir einfach nichts. So, jetzt bitte nochmal schnell, dann habe ich doppelten Angriffswert. Doppelsuche der Basiswert, sehr schön. Kraftvorrat, scheiß drauf. Okay, scheiß doch nicht drauf. Airos. Nein, da kriegst du einen Rad ab, hey.
Alter, was ist denn das für ein Vieh von der Power, ey? Jo, leg mio. Ich bin langsam verwirrt. So, dann noch wählen. Sicher ist sicher nicht wahr. Ich muss gleich ein bisschen kratzen. Nee, das habe ich mich jetzt hier ein bisschen. Jetzt langsam noch ein bisschen. Es kam schon. Dann noch Schlag auf die 12. Natürlich kommt Primato noch. Ah, Flash. Früher nein. Da geht gar nicht sowieso paralysiert. Nee, 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 nee. Oh, oh. Ist das Blizzard? Was? Schneepulver? Keine Ahnung. Pulverschnee natürlich, nicht Schneepulver. Donnerschlag! Voll auf die 12, natürlich nichts gebracht. Nee, 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 nee. Oh, was kommt jetzt wieder? Oh, nichts passiert, Gott sei Dank. War vermutlich irgendwie Platsch oder so eine Attacke. Kosmikkraft. Leute, ich kriege noch einen Nervzusammenbruch, wenn das so weitergeht. Das gibt's einfach nicht. Was haben wir sonst noch so im Petto? Psyana nochmal. Psyana, mach was. Mach es platt, aber Hauptsache du machst mal was. Metronom. Och nö. Ist das... War das gerade irgendwie Blättertanz? Nee, nicht Blättertanz. Moment, wie ist die Attacke von... Ja, von dem Pflanzenstarter da. Blackgeisel. Nee, auch nicht so. Mann, ich weiß die Attacke nicht mehr. Ist auch egal. Psyana. Okay, Psyana, das war der Auftritt für heute. Hey, bist heute mal ziemlich schlecht drauf, wie es aussieht. Und da kommt ein Elektroball angeflogen. Das ist ja wunderprächtig. Psyana, triff doch mal! Hey, Psyana, ich streich dir nach deinem Futter, wenn das so weitergeht. Das gibt's ja wohl nicht. Geht doch, ist mal typisch, wenn du es mal mit Essensentzug bestrafst, dann spurens wieder. Natürlich. So, Alter, war das jetzt knapp, hey. Scheiß Pipi-Verschnitt. Dann ist ein nerviges Pokémon gesehen. Egal. Ein Stoffwerk höher, was erwartet uns hier? Noch mehr Trainer, na gut. Die Musik. Na nu, willst du jetzt mit mir kämpfen? Na schön, aber auf eigene Verantwortung. In meinem Team befindet sich nämlich ein extrem starkes Pokémon. Und solange es kein Pipi ist, bin ich ja froh. Und das kommt jetzt. Oh, ein süßer Teddy. Mit der Schnudernase. Oh, ist das süß. Oh, du bist ja süß. Du bist ein ganz kleiner Süßer. Oh, du warst ein ganz kleiner Süßer. Ja, bist du Mamas Liebling? Ja, das bist du natürlich. Naja. Mein Liebling ist er zwar nicht, aber dafür habe ich Psyana. So viel dazu. Kurz hier durch, das Item holen. Und was ist ein Beleber? Very, very nice. So, Typ, wie kommst du? Hallo, hier bin ich. Oh, ein Psycho. Zeigen wir nur in den Seelen den blendenden Glanz des Lebens. Ja. Das schaut es mich bereits zum Synchronisieren, ey. Psycho-Keil. Oh. Psycho-Keil. Ist immer sehr schön, wenn man so einen Namen hört. Psyana gegen Psyana. Wer wird gewinnen? Ach du Scheiße, das ist ein Level, hey. Erstmal kurz hier gucken, wa? Cookie machen und so. Hypertrank. Ich bin zurück. Nein! Achso, ich bin sowieso Psycho. Das macht mir nichts. Psyana, wie wär's mit dem schönen kleinen netten Biss? Oh, nicht schlecht. Bringt nichts, bringt nichts. Ich gegen meinen Psya. Wieso ist er jetzt schneller? Kapiere ich nichts. Egal, uns Psyana hat gewonnen, Freunde. Und er hat Level 34. Geil. Wow. Das war nicht übel. Und der nächste Typ, auch noch ein Psycho, wie es aussieht. Ich bin hier, weil ich wissen will, wie diese Welt irgendwann mal enden will.
Das Aha-Erlebnis ist bisher leider ausgeblieben. Vielleicht lässt sich das ja durch einen Kampf ändern. Wenn du eine Atombombe dabei hast, garantiert. Das Ende der Welt, Aha-Erlebnis, Atombombe, da hast du es. Pygraulon, okay. Von mir aus. Grau, am eierförmigen Schädel, der eingerückt ist. Als Entwickler manchmal frage ich mich schon, was haben die bloß geraucht, ganz ehrlich. Boom. Zurück, geschreckt. Ich bin Schreck der Dritte. Oh. Und Pygraulon wurde besiegt. Ja, kann nach einer Mythodos. Was ist das denn Vieh? Achso. Ein schleimiges Viech, okay, von mir aus. Mythod, Mann, wie das aussieht. So ein Alien-Baby in der Larve, ist ein Schleimdingsbums drin, ist irgendwie in der Sülze drin. Wow, Teufel Sülze, Hilfe. Das mag ich überhaupt nicht. Aber egal, Mythodos wurde besiegt. Der Mythos ist erledigt. Bis erreicht Level 35. Geil. Das ist also das Ende. Die Atombombe fällt. Nö, tut sie nicht. Naja. Ich wollte gerade etwas über Südkorea bringen, aber dachte ich mir, nee, lass ich mal lieber. Hat was mit den Fliegerin? Nee, jetzt erstmal ein Kampf, dann gucken wir. Ja. Erst kämpfen, dann heilen. Von mir aus. Ja, das ist ein bisschen schwer, aber ich krieg das schon hin. Matri voll. Oh, das ist ein sehr guter Zeitpunkt sogar für einen Wechsel, Freunde. Und zwar zu unserem allseits beliebten, natürlich überhaupt nicht unterforderten. Grafikfehler habe ich gerade. Pyron. Wie? Achso, Kampf und Weg. Ups. Entschuldigung, haben wir ganz vergessen. Was haben wir hier? Ein schönes Statusmittel. Der Beleber. Das ist sehr belebend. Oh oh. Rasierblatt. Das ist stark. Yep, das Vieh war stark. Pyron, kannst du das für uns regeln? Klar kann ich, Chef. Na, nicht so. Alter, natürlich ein Volltreffer noch, ganz klar. Okay, Flash. Verflixen sogar nicht, ich will, dass Pyron die Punkte bekommt. Das macht zwar eher selten sonst, aber okay, jetzt gebe ich halt Pyron nochmal einen Beleber. Es tut mir in der Seele weh, ich weiß, aber es ist einfach so. Boom! Jetzt heile ich ihn nochmal kurz, hier mit Supertrank, also das muss langsam reichen, Pyron, sonst wird langsam stinkig, wenn das so weitergeht. Und noch ein Rasierblatt. Und Fleisch besiegt, schade eigentlich, wollte noch irgendwie Donnerwelle einsetzen, aber muss halt ohne Donnerwelle gehen. So, Pyron, dürfte ich nun bitte um einen Funkenflug bitten? Nicht K.O. gehen, nicht K.O. gehen. Dankeschön, boom. Was? Alter, das ist ein Pflanze-Käfer-Typ, das ist vierfacher Schaden. Pyron, was hast du für einen Schaden? Alter. Hey, du kratzt mir jetzt ab. Hey, da kriegst du ja die Flöhe, wenn du das siehst. Nee, jetzt mal ernsthaft, Freunde. Das kann sich bringen, ey. Okay, machen wir es anders. Ja, da. Nee, komm, kein Bock. Das wollte ich Pyron nochmal beleben, aber keine Lust. Keine Lust, mach's auf die Schnelle. So, Wasserdüse, erledigt. Mann, Pyron, hey, also manchmal... Manchmal denke ich echt, ist das ein dämlicher Kleffer? Gut, wollen wir mal. Empfangen das Geschenk der Heilung. Das kann man jetzt auch missverstehen. Meine Aufgabe ist es, Pokémon gesund zu pflegen. Ein Pyron, ja, vielen Dank auch. Ich hoffe, es ist jetzt jedenfalls auch ein bisschen stärker geworden. Oh. Noch nicht am Ende. Noch nicht am Ende. Gibt's nicht, das gibt nichts. Ganz schnell tauschen hier. Nein, nicht so. Tauschen habe ich gesagt, ganz schnell, so. Davon seht ihr zum Glück nichts. Und hier kommt die alte Omi.
Oh, ein junger Trainer, darf ich dich um einen Kampf bitten? Ja, wenn es nur das ist. Mein alter Omas und so, man weiß ja nie. Dame Hildegard, ich bin noch ganz gut im Schuss. Roselia. Müsste eigentlich vom Alter bereits eine Roserade sein, oder? Egal, Pyron, Funkenflug, wie sieht's aus, Kumpel? Voll auf die 12, ja. Dazu sage ich nichts mehr. Feuerzahn. Na siehst du, geht doch. Und Roselia wurde besiegt. Paun erhält spezielle Erfahrungspunkte. Na, guck's das mal einer an. Wuff, wuff, wuff. Noch ein Level, Freunde. Dann erhält Pyron nämlich die Knirscher-Attacke, oder? Oder war es ein Flammenwurf? Knirscher oder Flammenwurf? Eins von beiden. Guten Tag, der Herr. Für einen Gentleman wie mich gehören Pokémon-Kämpfe zum guten Ton. Zum A-Ton natürlich. A-Ton? Wohl ja der O-Ton. Achso! Nee, natürlich der A-Ton. Ein Nachtara! Guck sich das mal an! Schade nur, dass Pyron keine Kampfattacke kann, aber muss halt ohne gehen. So, Pyron. Ach nö. Meine Ohren, Alter! Das tut doch weh! Boom! Das auch. Wow, Alter! Das tut kaum weh. Red ins Gewissen, red ins Gewissen! Wollen wir verarschen? Alter, das macht das Vieh so viel Schaden. Ey, das ist ein Nachtara, nicht irgendwie, was weiß ich, ein Turtok oder so etwas. Okay, Hawkeye. Dein Zug, Kumpel. Junge, kann das Teil austeilen, hey. Teil austeilen, ja, ja. Ist ja schon gut. Buh. Mondschein, Flieg und Sieg. Nee, das war die Mondsichel. Der Mondkristall, so rum. Quatsch, der Mondstein war's, Mann. Ja, schon ein bisschen her. Meine Seelenmonster ist etwa 15 Jahre her und so. Ne, Moment mal, wie alt bin ich jetzt? Sogar schon fast 20 Jahre her. Alter, kriegt den ja nie auf Null so. Moment mal schnell, das klappt schon. Das klappt schon. So, Genauigkeit. Kreideschreik. Siegeswille. Leg dich niemals einen Hawkeye an. Hey, alter Schwitz, muss der stark sein. So, Schlitzer, komm schon, Volltrefferquote. Nein, keine Volltrefferquote. Aber dafür ist Hawkeye, sage ich schon. Dafür ist Nachtara trotzdem gleich Geschichte. Alter, nochmal. Wow, ey. Boom. Keine Chance. Jetzt war Hawkeyes Angriff so dermaßen mächtig. Puh, Hawkeye versucht auflockern zu erlernen. Auflockern braucht er gar nicht mehr. Das war doch mal eine VM in früheren Generationen. Den Nebel aufzulockern. Das war gar nicht immer so übel, junger Spund. Ja, ja. Ich weiß, er weiß. Alter Knickerich. Was willst du hier, Psycho? Eine verlorene Seele hat von mir Besitz ergriffen. Sie sagt, sie sehnen sich nach einem Kampf. Ach so. Ich dachte schon nach deinen Eingeweiden. Ja, Eingeweiden. Psychomelusina. Was ist Melusina? Alter, was sind das immer für Namen? Der Geist. Bakabaya. Pyron. Funkenflug. Fluch. Nein, ich fluch. Alter Schwede. Okay, könnte klappen, könnte klappen. Jo, klappt auch. Sehr schön. Und tschüss. Hätte auch schief gehen können, Freunde. Und dann erreicht Level 34 und er lernt. Was lernt er jetzt? Ah, den Flammenwurf. Also dann, tschüss Funkenflug und hallo Flammenwurf. Sehr gut, Freunde. Fängt noch Level 39 und dann lernt er noch den Knirscher und dann haben wir ihn soweit. Dann wird er halt entwickelt zu Arcani. Okay, Pyron ist weg. Entschuldigung, Kumpel, aber es musste sein. Für dich kommt jetzt der gute alte Shelby. Was?
Hypnomoba. Dazu sage ich nur eins. Sofo! Oh oh. Applaus, Applaus. Schmeichler, schön. Och nö, ey. Nicht die Kacke wieder, den Quatsch kenne ich hier. Komm schon, Shelby, du bist ein lieber Shelby. Nein, du bist ein doofer Shelby. Seher. Ja, dann geht doch zum Seher und lass mich in Ruhe hier. Mann, oh Mann, oh Mann, das gibt's nicht. Komm schon, Shelby, komm schon. Wasserdüse, komm schon, komm schon. Ah, gut gemacht, Shelby, du bist ein Braver. Ja, du bist ein ganz brav, du bist mein Shelby. Okay, aber das war schwach, Kumpel. Also das Level-Up hättest du jetzt ruhig noch nehmen können. Oh je, oh je. Die Dunkelklaue, die wäre was für Hawkeye eventuell. Weil Dunkelklaue ist eine Geistattacke und dann kann er sowieso Geißen so nichts anhaben, von dem her. Das ist eine gute Attacke. Oh, wir sind hier oben, Freunde, ganz, ganz oben an der Spitze angelangt. Läuten wir, lässt sie ja klingen, lassen wir. Wie jetzt 3 Uhr morgens? Nee, so spät ist noch nicht. Jetzt noch ein Item. Nee, jetzt nicht mehr. Also noch ein Level Up für Shelby und ein Item wollte ich noch suchen gehen, aber wurde gerade unterbrochen. Ein Pygraulon. Hey, Kumpel, gibt's sich auch noch? Na, wie geht's denn so? Schönen Tag gehabt und so. Ja, ich weiß, morgen früh und so, aber ist ja egal. Na, wie geht's denn an eingedrückten Kopfteller und so? Ja, alles fit und munter und ja, hat mich gefreut. Ja, das wird noch, das wird schon noch. Ah, hier ist es also. Und wir bekommen ein Geistjuwel, was wir doch gar nicht brauchen. Ja, da. So, Level Up für Shelby. Wie sieht's aus? Ein Lichtlein schwebt am Walde. Schon wieder ein Shelby kommt herbei. Und Shelby macht es auch platt mit der Wasserdüse. Erstschlaggarantie. Naja, fast immer. Und Shelby bekommt noch ein paar Erfahrungspunkte für Level 39. Geil. So, Freunde, wir sitzen jetzt eigentlich raus mit unserem Team. Mal kurz gucken. Pyron, du hast mich enttäuscht. Entschuldigung. 39. Hier haben wir 34 für Flash. Der kommt sowieso noch viel weiter in der Arena gleich. Viel weiter vor allem. Und sonst, naja, relativ nicht so toll, aber es wird schon, Freunde, es wird schon. Also in diesem Sinne mal vielen Dank fürs Zusehen. In der nächsten Folge geht es dann hier noch ganz kurz weiter. Sprich, wir gehen nochmal runter. Und dann verlassen wir auch schon diesen Turm und gehen direkt zur Arena, Leute. Oh yes, dann wird es Zeit für den Arena-Kampf in den nächsten Orten hier bei Pokémon Weiß und Schwarz 2. Also, ne, vor allem Weiß 2 halt. Ja, so ist es halt. Gut, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.